Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum ersten Taktikfuchs in der neuen Saison. Und das zum Auftaktspiel gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend 20:30. Was gibt's Schöneres, Leute? Hä? Freuen wir uns da drauf. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und solltet ihr irgendwie planen, in näherer Zukunft euch etwas im FC Bayern Fanshop zu gönnen, dann nutzt gerne den Link aus der Videobeschreibung, der erste Link oder der Link aus dem angepinnten Kommentar. Damit unterstützt ihr einfach, was ich so tue. Ja, gehen wir kurz rein. Auftaktspiel gegen den VfB. Schweres Spiel, denke ich. Die Frage ist, auf welchem Stand ist Stuttgart, auf welchem Stand sind wir? Ja, wir haben jetzt schon gegen Dortmund gespielt. Das war über weite Strecken ordentlich. Über ein Drittel der Spielzeit war es aber auch nicht so gut. Da war Dortmund klar besser. Also ich denke, wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich bin gespannt, wie weit der VfB schon ist. Generell bin ich auf den VfB gespannt. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt noch nicht genau angeguckt, wie viel Ab- und Zugänge die haben, aber ich glaube, so das grobe Konstrukt ist auch da geblieben. Und natürlich der Trainer ist geblieben. Das ist ja immer so das Wichtigste, denke ich. Und ich traue dem VfB eine ähnliche Rolle zu wie in der letzten Saison. Ich bin gespannt. Und ja, der VfB ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die uns ärgern kann, auch wenn die letzten Ergebnisse für uns gesprochen haben, gar keine Frage. Und natürlich geht es am Ende des Tages über uns. Wir haben Heimspiel, so, wir haben die Qualität. Die Frage ist, wie fit, nicht fit, wie weit ist der eine oder andere Spieler? Ich denke, man hat es bei Harry Kane ganz gut gesehen gegen Dortmund, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit benötigt wird. Olisse hat sich freigespielt gegen Dortmund. Das war schon sehr ordentlich. Diaz ist heiß, wenn wir jetzt nur mal bei der Offensive sind. Von daher gibt es ein paar Fragezeichen, kann ganz interessant werden, denke ich. Und ja, Auftaktspiel der Bundesliga, immer wichtig, dass man gut reinkommt. Starker Gegner. Ich bin gespannt. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Wird sehr, sehr, sehr interessantes Spiel, denke ich. Von daher, ja, Feuer frei. Gehen wir mal rein. Wie würde ich den Bums aufstellen? Oder anders, vielleicht erstmal mein Tipp. Ich tippe ein 3:1. Für uns natürlich. Ja, Aufstellung. Ihr werdet es die Saison öfter sehen. Ich würde einen Ulreich aufstellen, den Urbich aufstellen natürlich. Sehr wahrscheinlich wird ein Manuel Neuer in der Startelf stehen. Bei mir wäre es ein Urbich. Punkt. Ich würde auch mit einem Brown auf der linken Seite beginnen, anstatt auf der 10er-Position. Kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Rechte Seite ist für mich so, ja, Stunny oder Conny. Ich denke, da sind wir sehr gut aufgestellt. Da können wir auch gleich mal den Conny hier mit reinnehmen vielleicht. Conny können wir natürlich auf mehreren Positionen als Alternative hinstellen. Ich stelle den mal hier rein. Ansonsten haben wir natürlich hier Alphonso Davies als Alternative, aber auch natürlich kann Fonsi eine Position nach vorne rücken, gar keine Frage. In Verteidigung haben wir natürlich die Qual der Wahl. Ja. Ist natürlich schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, wie es ausschaut. Ich gehe mal einfach jetzt von dem Stand aus, dass alle spielfit sind. Dann würde ich mit dem Opa anfangen. Min-Jae war halt super stark gegen Dortmund, ja. Ich würde ihm, glaube ich, die Chance geben. Was heißt die Chance? Ich glaube, dass Min-Jae die Qualität hat er jetzt schon mehrfach gezeigt. Ist natürlich ein absoluter No-Brainer, wenn du 3 so überragende Innenverteidiger hast. Ansonsten spielt halt ein Jonathan Tah, ob jetzt für Kim oder für Opa. Spielt am Ende keine Rolle. Ich denke, auch Min-Jae hat gezeigt, dass er auf einem hohen Level ist. Opa ist für mich der Spieler, der vielleicht so einen Tacken die Nase vorn hat. Ja, die Frage ist, wie fit ist er schon? Dann ist Opa auf jeden Fall der Mann, der gerade gesetzt ist, würde ich sagen. Gut, kommen wir zu der interessanten Geschichte. Eigentlich ist sie nicht interessant. Ich denke, in der Zentrale läuft es auf Kimmich und Pavlo hinaus. Beide haben es sehr, sehr gut gemacht gegen Dortmund. Ja. Die Abstimmung war gut. Ich werde sie auch mal so hinstellen, wie ich sie sehe. Ja, alles andere
Wenn Kimmich und Pavlo so spielen, wie sie gegen Dortmund gespielt haben, wird es natürlich schwer, auch für so einen Bischof oder für einen Conny Leimer oder aber auch für 'n Bara. Ich weiß gar nicht, ob der hier drin ist. Ich gucke mal. Wenn, dann trage ich ihn mal hier noch mit ein. Na, sieht, hier sind so viele komische Spieler drin wie Sieb und so weiter, sonst muss ich ihn mal von Hand eintragen. Ich sehe ihn jetzt hier gerade nicht. Chavez ist drin, Daiber ist drin, Diaz, Davis. Ja, sieht nicht so aus. Muss ich dann selber mal eintragen. Ist nicht das Problem. Ja, ist halt die nächste Alternative. Also Alternativen haben wir mehr als genug. Selbst, wir haben es gesehen, in der Innenverteidigung hätten wir noch den Jungen hinten dran, ne, wo wir jetzt gerade den Vertrag verlängert haben. Also da haben wir gar keine Sorgen, ja, so gar nicht. Ja, und die vorderen 3 stellen sich ja auch schon mal von alleine auf, ja. Also, ich denke, Harry Kane braucht die Spielzeit. Ich denke, das hat man gesehen gegen Dortmund. Michael hat sich so ein bisschen freigeschwommen gegen Dortmund, wird das natürlich auch bestätigen. Luis Diaz ist der absolute No-Brainer. So, die einzige verkannte Position ist die Zehnerposition, aber ihr habt schon gesehen, dass ich 'n Brown hinten links hingestellt habe. Musiala ist noch nicht so weit. Also, sollte es auch klar sein, dass 'n Saibari bei mir anfangen würde. Ja, da weiß man auch nicht. Vini sagt, der ist schon eigentlich so weit, aber vielleicht ist man da noch ein bisschen vorsichtig und führt ihn langsam ran. Das ist völlig richtig. Das können wir nicht kann ich nicht beurteilen. Ich gehe davon aus, dass alle spielfit sind und dann will ich mit dem Saibari anfangen. Ansonsten wird 'n Brown anfangen und 'n Sabari vielleicht eingewechselt, aber man kann es genauso gut auch andersrum machen. Du kannst auch mit dem Saibari anfangen und wenn man merkt, jo, der Junge ist noch nicht so weit oder ich gebe ihm nur eine Halbzeit oder so und dann stellst du 'n Brown dahin und wechselst 'n Davis ein. Das ist ja am Ende des Tages gehupft wie getupft, ja. Wie gesagt, wenn er spielfit ist, denke ich, ist es 'n absoluter No-Brainer, dass man mit dem Saibari anfängt und es ist natürlich auch wichtig, dass er sich auch mal, da ein bisschen eingewöhnt mit den 3 da vorne und auch mal ein bisschen die Spielzeit mit den 3 da vorne zusammen bekommt. Ja, ich denke, das ist auch ein Faktor, den man nicht vernachlässigen sollte. Ja, ansonsten haben wir gehört, Lennart Kahl ist back, ist Teil im Kader, wird sehr wahrscheinlich, ja, denke jetzt mal nicht so viel Spielzeit bekommen. Ich weiß gar nicht, wie es mit Gnabry aussieht. Ich glaube, der ist noch nicht weg. Deswegen trage ich jetzt einfach mal hier 'n Diver ein, auch wenn es vielleicht umgekehrt seitenverkehrt ist, sei mal dahingestellt. Natürlich kann auch hier 'n Davis kommen, ja, alles gar keine Frage. Du kannst 'n Lennart Kahl auch auf der Zehnerposition als Alternative sehen. Wie gesagt, wir können Brown verschieben, wir können aber auch 'n Conny Leimer auf die Zehnerposition stellen. Wir können Tom Bischoff auf die Zehnerposition stellen. Das ist ja der Vorteil, wir haben super viele, ich kann hier natürlich noch 'n Ito eintragen, den habe ich ganz vergessen. Wir haben natürlich super viele Spieler. Ähm, Natürlich wäre 'n Ito auf der linken Seite schöner. Wir haben natürlich super viele Spieler, die mehrere Positionen bekleiden können, ne? Das ist halt so das Thema und das ist das Schöne an dieser Mannschaft halt auch. So, machen wir's mal richtig rum, ja. Ja, ihr habt gesehen, hier ist noch 'n Saragossa und so drin auf der Seite. Wie gesagt, das muss ich mal, bis zur nächsten Woche werde ich das mal hier selber bearbeiten. Und dann haben wir auch alle Spieler da drinne. Ja, das wäre die Aufstellung. Alternativen ansonsten jetzt für Harry Kane oder Saibari haben wir ja schon gesagt, haben wir 'n Brown, der da spielen könnte. Lennart Kahl, der die Zehnerposition bekleidet. Also, ich glaube, an Leuten, die die Zehnerposition spielen können, mangelt's uns nicht. Der eine oder andere kann sie besser oder schlechter spielen. Das sollte auch außer Frage stehen. Ähm, Ich bin gespannt, ja? Ich bin gespannt. Ich freue mich aufs Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Und in diesem Sinne wünsche ich uns ein schönes Spiel. Wie gesagt, mein Tipp 3:1. Wer Bock hat, macht beim Red Munich Tippspiel mit. Die ersten 3 bekommen am Ende der Saison natürlich wieder 'n Geschenkgutschein von Amazon. Und natürlich geht es in erster Linie um das Miteinander, das für die Ehre, ja, für den Stolz und die Ehre. Also, meldet euch gerne an, wenn ihr noch nicht angemeldet seid. Ansonsten vergesst nicht, eure Tipps abzugeben, bis Freitag, weil nur dann könnt ihr noch die Bonusfragen abgeben. Danach ist das nicht mehr möglich. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße auf eine schöne Saison und auf ein gutes Auftaktspiel, hoffentlich mit dem besseren Ende für uns. Tschüssi.